Skilager früher sind einfach die besten gewesen. Ich sage euch ehrlich, es ist kein gutes Skilager, wenn sich keiner irgendetwas gebrochen hat. Irgendwie so ein Bein oder so ein Arm oder so. Oder mit diesen tollen Gesprächen, du sitzt so am Skilift. Da könnte ich sterben, wenn ich runtergumpe, wenn ich dort runtergumpe. Das würde ich überleben. Oder wenn so ein Baum kommt, so, oh mein Gott, was denkst du, berühre ich den Baum, Bro? Heb mich, warte, ich muss mit dem Stecker ein bisschen schauen, warte, ich treffe. Aber irgendwie bei Lager oder so, Bro, es gibt immer dumme Ideen. Zum Beispiel bei uns im Lager hat mir einer gesagt, ey Max, schau mal zu, ich mache einen Burzelbaum. Ich so, Burzelbaum, wir sind beide auf der Ski. Bro, ich habe dort schon Chancen gesehen, du hast du nicht gesehen beim Skilift. Wir fahren dort hin, ein bisschen auswärts Off-Piste, oder? Macht einen Frontflip über einen Felsen drüber. Sein erster überhaupt. Er ist nicht so gut geworden, er hat 2 Rippen gebrochen. Oder aber auch die Nachtwanderungen. Das sind die geilsten gewesen. Leute in Schnee abschubsen, als ob es keine Ahnung was wäre. Touren beigehen, wenn so einen so knacken tust. Wie heisst das da? Steißbein? Nein, wie heisst das nochmal? Und natürlich auch das Wichtigste, das Werwölfle. Am Abend hat es immer Werwölfle gegeben. Aber ganz ehrlich, als Lehrer in einem Skilager, das ist doch